wie bisher angekündigt, dann scheint es zu wirken, dass sie im Gegenzug wirtschaftliche Hilfe bekommen, aber vorher ihre Atomraketen unter die Kontrolle der internationalen Gemeinschaft bringen. Ja. Das Wichtige aber, wenn ich das noch anschließen darf, ist, glaube ich, dass wir jetzt kontrollieren, wenn die Reaktoren still gefahren werden, was mit den Brennstäben passiert, sodass dort nie mehr Plutonium als spaltbares Material für Atomraketen produziert werden kann. Aber Sie dürfen die Anlage nutzen für friedliche Zwecke, für Strom. Zur Stromproduktion nutzt auch Europa Atomkraftwerke. Das ist nicht das Problem. Ja, natürlich. Die Frage ist, wie die Brennstäbe verarbeitet werden. Daher geht es darum, dass wir unter Kontrolle bekommen, was mit den Brennstäben passiert, sodass es nicht mehr dazu kommen kann, dass es eben genutzt wird zum Bau von Atomraketen. Ja, du hast eben angesprochen, dass wir ja auch schon humanitäre Hilfe leisten und die kommunistische Diktatur in Nordkorea seit 1953, die hat ja viele traurige Rekorde, unter anderem was die Menschenrechtssituation anbetrifft. Glaubst du, es ist zu vertreten und unseren Steuerzahlern zu erklären, dass die EU schon, wenn ich es richtig weiß, 550 Millionen Euro an Finanzhilfen für humanitäre Projekte in Nordkorea eingesetzt hat? Ja, kann man das vertreten? Ich vertrete es als richtig, aber nur dann, wenn es kontrolliert eingesetzt wird. Und wir haben dafür gesorgt in der Europäischen Union, dass das Geld nicht einfach überwiesen wird, weil dann ist die Gefahr da, dass das Regime das Geld nutzt und nicht nur der Bevölkerung zugutekommt, so wie in anderen Staaten auch, sondern es sind unsere europäischen Experten, die dort für die Umsetzung der Projekte sorgen. Zum Beispiel wird Kanalisation gebaut oder es werden Wasserversorgungseinrichtungen gebaut oder ein Kindergarten wird errichtet und gebaut. Aber alles unter Kontrolle von europäischen Experten, sodass wir die Garantie haben, dass das Geld bei den Menschen dort ankommt, die tatsächlich der Hilfe bedürfen. Was ich aber einfordere, ist, dass dort bei den Projekten auch sichtbar gemacht wird, mit einer großen blauen Tafel mit den 12 Sternen, dass das Geld der Europäischen Union ist. Das ist eine Forderung, eine Bedingung, ansonsten kann es das Geld nicht geben. Denn ist die Tafel nicht dort und wissen die Menschen das nicht, könnte es sein, dass man sagt, das ist der geliebte Führer, der das Geld zur Verfügung stellt. Und das möchte ich nicht. Ja, wir auch nicht. Aber du hast gesagt, also über die humanitäre Hilfe, die leisten wir ja schon. Aber die Wirtschaftshilfe, die wird dann davon abhängen, ob sie sich auch wirklich daran halten, dass sie jetzt abrüsten. So ist es. Es gibt gegenwärtig die rechtliche Grundlage nur für humanitäre Hilfe. Und zuerst stellen wir die Bedingungen der atomaren Abrüstung und dass sich das Regime auch ändert. Dann, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, gibt es weitere Hilfestellungen. Aber zuerst sind Bedingungen zu erfüllen und dann wird es weitere Hilfestellungen geben. Ja, ja. Wir gehen ja auch nach Südkorea. Also ich vor allem nur nach Südkorea mit anderen Kollegen. Und im Juni dieses Jahres hatten ja die USA und Südkorea ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das steht anscheinend wieder in Frage. Aber wir wären doch auch interessiert, die Europäische Union, an einem Freihandelsabkommen mit Südkorea. Wir sind ja schon, wie ich gehört habe, der größte ausländische Investor in Südkorea mit 27 Milliarden Euro 2005. Wir sind auch ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner Südkoreas. Wie sind denn die Aussichten für solch ein Freihandelsabkommen und was bringt es uns? Die Aussichten sind gut. Ich sage aber dazu, dass das Abkommen, das mit den USA geschlossen worden ist, wieder geöffnet wurde. Es sind einige Kapitel, die noch nachzuverhandeln sind. Für die Europäische Union ist das mit großem Elan angelaufen. Ist noch lange nicht alles ausverhandelt. Realistisch wird es so sein, dass im Laufe des Jahres 2008 wir ein solches Handelsabkommen haben werden. Ich erachte das als notwendig, denn zurzeit ist das Ganze nicht im Balance. Zum Beispiel werden 5-mal so viele Autos aus Korea nach Europa exportiert, als wir nach Korea importieren können. Hier brauchen wir eine Balance, genauso bei den anderen Produkten, etwa auf dem Elektrosektor oder im Bereich der Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, dass wir eine Balance herstellen, dass unsere Chancen, auf den europäischen Markt zu kommen, mit unseren europäischen Produkten genauso groß sind, wie eben von Seiten der Koreaner
zu uns. Wie Ja, gesagt,